So, hallo zusammen, es ist so cool mit euch zusammen in eine Gebets- und Fastenwoche zu gehen. Es ist wirklich ein mega, mega Highlight. Ich habe die Ehre, heute mit Susannas Small Group einen Teil zusammen zu beten und natürlich auch noch zwei coole Musiker da hinten auch noch zu haben. Das wird eine ganz, ganz, ganz coole Gebetszeit werden und ich habe gedacht, Susanna, es wäre mega cool, du könntest zum Anfang einfach beten, dass Ja, diese Gebets- und Fastenwoche Gott uns wirklich begegnet. Wir haben ja alle unsere Themen, vielleicht unsere Challenges, ja, dass Gott uns einfach übernatürlich begegnet. ja, das mache ich doch gerne. Und himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir einfach über weite Grenzen hinaus miteinander verbunden sind und dass du gegenwärtig bist, ob ich alleine zu Hause jetzt da zuschaue, in einer Gruppe unterwegs oder wir hier in der ICF im Club in der Samsung Hall. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du etwas bereit hast für diese Gebetszeit, dass du unser Herz berühren möchtest. Und hier sind wir. Danke, dass du sprichst und dass du eine Beziehung mit uns willst und sie heute durch diese Gebetszeit auch vertiefen. Das sind meine Erwartungen. Hier sind wir. Führe du uns, Heiliger Geist. Amen. Amen. Wir machen das schon seit ein paar Jahren. Wir beginnen so eine Serie, so 6 Wochen vor Ostern, und haben ganz verschiedene Bilder aus dem Alten oder Neuen Testament, wie gesagt. Und dieses Jahr habe ich einfach diesen Wunsch, dass wir so unsere Themen so richtig anpacken in dem Sinne. Und zudem möchte ich Folgendes sagen: Wenn wir Themen anpacken, zum Beispiel, man ist unpünktlich oder jähzornig, was auch immer, sagt man oft, ja, das sind so Sünden oder Fehler im Leben. Aber du musst eines wissen: Du bist kein Sünder und keine Sünderin mehr. Weil Sünde bedeutet, beim Pfeilbogenschützen, der hat das Ziel nicht getüpft. Da haben wir gesagt, Sünde, mit anderen Worten, hast das Ziel verfehlt. Und das haben wir nicht. Wir haben Jesus Christus eingeladen in unser Leben. Das bedeutet, wir sind keine Sünder und Sünderinnen mehr. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Aber wir haben immer noch gewisse Eigenschaften, wo es noch ein Potenzial gibt, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und das war meine Frage gewesen am Sonntag und auch für mich selber. Wo gibt es so zerstörerische Eigenschaften in deinem Leben, wo man einfach merkt, irgendwo, es ist einfach Zeit, dass man die so anpackt. Weil ich habe gemerkt, wir haben viele Challenges, diese Corona-Pandemie und jetzt dieser Krieg, wo entsteht. Und wir schauen von außen, man sieht ganz genau, was sind die Dinge, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind. Aber was ist mit unserem eigenen Leben? Die Themen, wo man merkt, da gibt es noch ein Potenzial und der Geist Gottes legt den Finger drauf. Und darum haben wir einen Bibelvers in 2. Korinther 3, Vers 17, was heißt, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also Gott hat uns zur Freiheit berufen und ich finde es mega cool, wenn wir dann sagen, Heiliger Geist, wo gibt es eine Eigenschaft, wo du den Finger drauflegst und ich in den nächsten paar Wochen das auch mit dir verändern kann. Weil Fasten und Beten bedeutet ja, man packt etwas an und man gibt mehr Raum für diesen Jesus. Und ich möchte jetzt sehr gerne ganz am Anfang mit uns zusammen einfach beten, dass der Geist Gottes dir ein Thema offenbart. Man muss sich grübeln und vielleicht sagst du, ich habe 10 Dinge, die ich ändern sollte. Beginne immer mit einer Sache, wo du merkst, Gott legt den Finger darauf. Lieber Vater, wenn du anvertraut hast, er ist ein Geist der Offenbarung, er leitet und er führt uns in alle Wahrheiten hinein. Und ich möchte jetzt einfach bitten, Heiliger Geist, zeig du mir dieses eine Thema in meinem Leben, wo ich einfach jetzt Zeit geworden ist, das anzupacken. Und ich schiebe es nicht mehr länger auf die lange Bank oder ich schiebe es nicht heraus. Ich bin auch nicht ein Opfer der Umstände, sondern ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt einfach ganz konkret diese eine Sache in meinem Leben zeigst, die ich im Gebet und mit dir zusammen durchringen, durchkämpfen und auch Freiheit erleben kann. Amen. Amen. Susanne, ich habe gedacht, warum beten wir dieses Gebet? Vielleicht, ich hat jemand gesagt, das ist ja offensichtlich die Dinge, die falsch sind, oder? Also in meinem Leben gibt es ja nicht eine Sache. Also wenn es eine Sache gäbe, wäre ich ja froh. Aber man hat ja mehrere Sachen und dann die Frage ist immer, wo beginnt man? Aber manchmal ist es auch, spürt man auch, dass etwas dran ist. Dann ist es ja auch ein Reden Gottes. Aber manchmal habe ich aus lauter 10 Punkten, welchen soll ich anfangen? Hilft es mir, meine Augen zuzumachen, sagen, Heiliger Geist, welches von Ja. denen ist jetzt dran, oder? Ja, unbedingt. Welches von diesen Themen ist jetzt dran? Vielleicht hast du ein Notizblatt jetzt vor dir. Vielleicht hast du es gestern auch schon aufgeschrieben, weil du die Message schon gehört hast. Welches ist der eine Lebensbereich? Und einer genügt für die nächsten 6 Wochen. Welches ist der eine Lebensbereich, den du anpacken möchtest? Und wir haben so 3 Punkte heute, wo wir durchbeten möchten miteinander und eben zusammen mit meiner Small Group. Und wenn du diesen einen Punkt
aufgeschrieben hast, dann kann das ja verschiedene Dinge auslösen. Also du hast zum Beispiel Gleichgültigkeit über diesen Punkt. Du spürst den Schmerz noch nicht. Du spürst noch nicht, wie es hier heißt im Jesaja 58, dass du eigentlich von der Dunkelheit ins Licht müsstest in diesem Bereich. Und da ist nichts falsch dran, wenn du das nicht spürst. Leo, dieser Punkt gehört hier. Warum ausgerechnet? Ja, Gleichgültigkeit ist eben für die Frauen und Männer, die sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr, ich habe schon 10-mal, 15-mal, wenn man schon lange gläubig ist, vielleicht schon 100-mal das durchgekaut und durchgebetet und durchgefasst und durchgerungen und auf den Tisch gebracht. Das sind Menschen, die einfach irgendwann sagen, komm, Höckli, erledigt, ich bin jetzt einfach so, ich muss das lernen, mit dem umzugehen. Und das sind eigentlich die Menschen, wo einfach wo aufgegeben haben. Und ich kann das auch manchmal verstehen, weil ich habe ja auch in meinem Leben gewisse Themen, die waren super easy. Und gewisse Dinge sind so richtig hartnäckig. Und im Leben ist ja immer so, dass das richtig ist immer anstrengend. Leider. Ja. Also das, was einfach ist meistens nicht das, was auf lange Zeit dich nach vorne bringt, oder? Und das, was schwierig ist meistens eben auch das, was richtig ist. Und ich möchte eigentlich uns motivieren am Gebet, einfach zu überlegen, wo hat man resigniert oder wo hat man aufgegeben oder wo hat man gesagt, okay, Gott kann alles, aber nur das kann er nicht in meinem Leben machen. Darum habe ich diesen Punkt ausgewählt, weil im Jesaja 58 wird ja über Fasten gesprochen. Und es gibt auch verschiedene Arten, wo Gott sagt, dieses Fasten werde ich nicht erhören. Aber einen Punkt ist eben das, wo man eben einfach sagt, ja, ich bin halt so, ja, ich muss es ein bisschen umarmen in dem Sinne. Und dann kann eigentlich, ehrlich gesagt, Gott gar kein Wunder mehr machen. Und ich würde sehr, sehr gerne beten für die Leute, die frustriert sind. Die Leute sagen, komm on, das kann ja gar nicht wahr sein. Wieso sind diese Dinge immer in dem Sinne so schwierig? Und genau, vielleicht geht es genau gleich so, dass du sagst, ja, der Heilige Geist hat einen Finger drauf gelegt, ist nicht das erste Mal. Und das ist manchmal mega frustrierend. Und ich möchte einfach mit dir zusammen beten, weil Hoffnung, habe ich gesagt, ist eben ein Fundament. Weil Hoffnung ist auch etwas, zum Beispiel, wenn Menschen krank sind, also man sagt unheilbar krank, dennoch gibt es eine Hoffnung, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und die Hoffnung würde bedeuten, wir gehen in den Himmel und da werde ich nicht mehr krank sein. Ist eine Hoffnung. Oft sagen Leute, ja, es ist ein Vertrösterli, so ein Trostpflaster. Und dann sage ich, nein, das ist nicht einfach nur positives Denken, es ist eben eine Hoffnung, die wir immer doppelt haben. Entweder macht Gott hier auf dieser Erde ein Wunder, was wir auch uns wünschen. Und wenn nicht, ist es diese Hoffnung, dass ich weiß, im Himmel habe ich diese Eigenschaften nicht mehr. Und ich finde eben, Hoffnung ist etwas, was der Feind immer stiehlt. Und wenn du sagst, ich bin halt so, dann ist Hoffnung auch gestorben. Also nimm jetzt mal ganz kurz vielleicht dein Thema hervor, wo du merkst, da hast du aufgegeben. Es kann auch deine Familie sein, es kann deine Kinder sein, die nicht mehr im Glauben sind. Es kann dein Mann sein, seit 50 Jahren betest du. Der will einfach nichts, wie so ein sturer Esel. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du sagst, Gott, ich gebe nicht auf zu glauben, bis zum letzten Atemzug, dass du nochmals ein Wunder vollbringen kannst. Also lass uns zusammen beten. Ich glaube, Situation in deinem Leben. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir einfach meine Niederlagen hinlegen, auch diese Momente, wo ich fast nicht mehr glauben kann, dass es möglich ist. Und es tut mir auch leid, wo ich einfach irgendwo auch Dinge einfach wie so durch die Hände gleiten ließ. Und du siehst all diese Themen in meinem Leben. Es kann sein, dass ich mir wünsche, ein Kind zu haben, mir wünsche, dass mein Mann, meine Frau, die Kinder zum Glauben finden, dass ich endlich mal in meiner Berufung lebe. Das ist auch so ein Thema, was ist dann meine Berufung? Vielleicht kann es auch sein, dass du eine Firma starten möchtest. Vielleicht eine Ausbildung einfach auf die Seite geschoben hast. Vielleicht bist du immer noch Single und merkst irgendwo, dir gelingt es einfach nie irgendwie. Aber ich möchte diesen Geist der Gleichgültigkeit und der Geist der Niederlage und der Geist vom Aufgeben, den möchte ich einfach mit dir zusammen ans Kreuz von Jesus bringen. Und ich sage, Jesus, hilf mir. Ich will glauben, aber du siehst meinen Unglauben. Jesus, hilf mir. Jesus, greif ein. Jesus, bring du wie so einen Regenschauer, wo mich so richtig von oben bis unten richtig durchnässt. Durchströme mich, Jesus. Mit einer neuen Dimension. Und ich komme zu deinem Kreuz. Und ich möchte dich auch umarmen, Jesus, als der hat gesagt, nichts ist unmöglich dem und die glauben.
Lass uns zusammen einfach nochmals ein Lied singen. Hier ist mein Herz. Vielleicht merkst du einfach schon mal diese Fasten- und Gebetszeit. Es beginnt ja immer mit unserem Herzen, immer. Man sagt auch, Erweckung beginnt bei uns. Man sagt auch, das Gericht Gottes beginnt immer bei uns, bei der Kirche zuerst. Das ist schockierend. Nie beim Nachbarn. Leider nicht immer bei uns. Darum lass uns diesem Song einfach unser Herzen hinhalten, weil Gott kann das formen. Gott will es prägen. Mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und du auf dich allein, mein Gott. Hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Jeden Bereich gebe ich dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Sie bleibt bestehen, bleibt bestehen. Sie bleibt bestehen. Du bist heilig. Du bist heilig. Du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig. Du bist heilig. Du bist heilig, mein Gott. In dir steh ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Sie bleibt bestehen. Ja, Jesus, ich möchte dir so von Herzen Danke sagen, dass deine Liebe einfach bestehen bleibt und dass du der Gott bist, der mein Herz berührt. Und hier ist es, ich gebe es dir. Ich gebe es dir, dass du mich verändern kannst. Amen. Amen. Bevor es zum nächsten Punkt kommt, ich habe im Chat euch eine Frage reingeschrieben und ist mir mega wichtig. Schreibt es einfach rein, seid ein Teil dabei. Wo braucht ihr ein Wunder? Und jemand hat geschrieben, ich brauche ein Wunder, dass mein Vater zum Glauben kommt, meine Frau zum Glauben kommt, auch zum Teil von unheilbaren Krankheiten. Aber schreibt es jetzt einfach so rein. So, wo wünschst du dir ein Wunder oder einen Durchbruch, dass einfach Gott eingreift? Und wenn man das auch reinschreibt, ist für mich wie so auch ein Gebet, das man zusammen formuliert. Ja, genau. Und mein nächster Punkt geht an dich, Ladina. Da ist ja der Unglaube. Vielleicht gerade für solche Dinge, dass ein Vater Jesus kennenlernt und dann fastet man oder dann bekommt man, wie jetzt hier mit dieser Hashtag Jesus, wird auf Fasten aufmerksam gemacht. Es fällt einem nicht so leicht, weil Fasten bedeutet auch, dass man das körperlich spürt. Wie geht es dir dabei? Ja, ich habe auch schon eben immer wieder kommt so dieser Punkt zum Fasten. Und dann habe ich auch gemerkt, ebenso zum Beispiel die Süßigkeiten, denke ich, ja, ich liebe Süßigkeiten. Und dann merke ich aber, das ist eben die falsche Motivation. Wieso faste ich denn die Süßigkeiten? Und dann habe ich auch gemerkt, oder irgendwie verzichtest du auf Social Media und dann denkst du immer so, dann habe ich begonnen,
dann habe ich gestartet und dann merkst du, dann fällst du wieder rein oder du schaffst es vielleicht nicht. Dann denkst du, kann ich gleich aufhören? Ich bin ja ein Versager. Und dann denkst du vielleicht an einem neuen Jahr, das mache ich gar nicht mehr, weil das hat letztes Mal ja nicht funktioniert. Und dann merke ich einfach, wie du auch gesagt hast, Leo, das Aufgeben, oder? Das, ich mache nicht weiter, aber das ist genau das Falsche, weil das möchte ja der Feind, dass man eben gar nicht startet. Und ich möchte das einfach eben genau aus diesem Grund wieder versuchen, wieder probieren und auch auf diesen Durchbruch warten. Und nicht denken, weil ich möchte diesen Durchbruch erleben. Ja. Auch im Genau. Fasten. Auch im Fasten, genau. Ja. Okay, Nadine, ich denke immer so ein bisschen dran, es hat auch mit dem zu tun, man sagt immer, man macht sich oft zu große Schritte in dem Sinne. Ich hab lernen müssen, auch aus Erfahrungen, dass man eben kleine Schritte definiert, die man erreichen kann und denken Leute, ja, das ist ja gar kein Problem. Aber wenn man eben die kleinen Schritte realisiert, zum Beispiel, wo ich sage zum Beispiel, ich trinke keinen Kaffee und ich weiß, okay, 40 Tage keinen Kaffee ist lange, dann sage ich immer, okay, in diesen 40 Tagen gibt es 6 Ausnahmen. Ich baue mir immer Ausnahmen ein, weil es kann sein, mir geht eine Hochzeit oder irgendetwas. Sonst kann es auch ein bisschen religiös werden. Und dann merke ich habe noch so Joker-Tage, nennt man das. Und plötzlich merke ich, dass dann kann es oft so sein, dass ich diese 6 Tage gar nicht brauche. Aber ich weiß in meinem Kopf, es gibt noch so Joker-Tage. Und ich denke, es ist einer der wichtigen Schritte, dass man eben Dinge in ganz kleine Schritte unterteilt, dass man eben ein Gefühl hat, ich habe es geschafft, weil sonst genau sagt man nächstes Jahr, komm, so, hör mal auf mit Fasten und Beten, habe ich abgemacht, ging nicht. Und das ist eben genau das Gemeine, das Fiese. Und man denkt oft, kleine Schritte, ich bin ja keine Glaubensfrau, wenn ich kleine Schritte mache. Aber du brauchst eben die Erfolgserlebnisse. Genau. Hey, ja, bete doch gerne einfach für uns, mit uns, dass wir den Unglauben beim Fasten oder fürs Fasten einfach dieses Jahr wieder einmal mehr ablegen können. Ja. Und Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass wir hier sind und du siehst einfach jede einzelne Person, der es vielleicht gleich geht wie mir manchmal, einfach denkt, das schaffe ich nicht, diese Schritte sind zu groß, ich bin ein Versager und ich möchte dir das hinlegen, Jesus, vors Kreuz. Und danke, dass du uns, Heiliger Geist, einfach aufzeigst, die kleinen Schritte, die wir gehen können, die Dinge, eben, dass wir denken, das ist machbar mit Jesus und ich werde nicht verurteilt, wenn ich mal reinfalle. Nein, ich stehe wieder auf und ich gehe weiter. Und Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns einfach auch die Augen öffnest für diese Dinge, die wir, jede einzelne Person, einfach fasten können, Jesus. Und dass wir Erfolgserlebnisse, dass wir Durchbrüche haben können, dass du, Heiliger Geist, zu uns reden wirst und dass du uns Durchbrüche schenkst in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unseren Familien, Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und ich möchte jetzt auch beten für all diese Anliegen, die ihr geschrieben habt in den Chat drin, von allen Wundern, die euch Sehnsucht hat, dass auch der Krieg zu einem Ende kommt, für Kinder, für einen Zahn. Ich möchte jetzt einfach beten, dass du, Vater im Himmel, du bist Gott der Heiler. Du bist Jahwe Rapha, der Gott der Arzt. Und ich möchte sagen, dass der Geist der Krankheit und hat einen Namen. Dem gebiete ich jetzt im Namen von Jesus Christus, dass du aus diesen Menschen rausgehst. Jeder hat einen Namen. Ich sage im Namen von Jesus Christus, geht diese Krankheit raus, dieser Geist. Und ich lade den Heiligen Geist der Heilung ein in dein Leben, weil in den Wunden von Jesus Christus bist du geheilt. Und ich rufe dir das zu, auch uns hier im Studio. Wir haben einen Retter, wir haben einen Erlöser und auch einen Heiler. Und das ist unser bester Freund. Ja. Amen. Amen. Und wenn es darum geht, zerstörerische Eigenschaften im Leben loszuwerden, dann haben wir gehört, es gibt eben diese Gleichgültigkeit oder Unglaube, aber es gibt auch Hoffnungslosigkeit und auch Hoffnungslosigkeit so im Allgemeinen, die einfach in sich selber schon so eine zerstörerische Eigenschaft ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Hoffnungslosigkeit, gerade mit diesen Anliegen, wo du jetzt reingeschrieben hast, wie Kinder bekommen, wie das Freunde oder Familienmitglieder sich für Jesus entscheiden. Und Gloria, wie hast du das erlebt mit dieser Hoffnungslosigkeit, gerade auch im Zusammenhang mit Fasten? Yes. I want to first start by saying that I'm new to fasting, and I think this is important to say it because I think there are so many people out there that probably also feel like they don't have so much experience with it.
Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass mir Fasten neu ist und ich möchte es auch sagen, weil ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, für die Fasten was ganz Neues ist. And I think this is not a problem. It's always great to know that, and it's always great to know that we can start with small steps to experience what God wants us to experience in that. Und ich glaube, das ist gar kein Problem, sondern wir starten mit den ersten und mit kleinen Schritten. And in my experience, I've always personally felt in the last few years, since I moved here to Switzerland, that God was gently bringing me closer or leading me closer to experience more about fasting. Seit ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich den Eindruck, dass Gott mich näher auch in dieses ganze Gebiet vom Fasten reinführt. And I've had the feeling that probably this is like a secret weapon that we have as Christians, because, yeah. Und ich glaube, es ist wie eine Geheimwaffe, die wir Christen haben. Because in that uncomfortable situation, when we feel so uncomfortable, we can really see the hand of God at work deep. Und gerade in den Situationen, wo uns gar nicht wohl ist, merken wir, wie Gott wirkt, ganz tief. And I think hopelessness or fear and worry can be such a deep root that all Christians have or could experience. Und Hoffnungslosigkeit und Angst ist eine ganz tiefe Wurzel, die wir Christen haben können. And I really have the feeling or the need in my life to fast from time to time from this roots that I feel like I have when worries come and when I lose the perspective or the focus. Yeah. Und manchmal habe ich auch diesen Impuls zu fasten, wenn ich diese Wurzel spüre, diese Hoffnungslosigkeit oder auch die Sorgen, die mich bedrücken wollen. So this was my first fasting that I did. I fasted for fear, for worry, or against fear and worry and hopelessness. And I really felt like God gave me perspective and vision, and He spoke to me clearly. Das war mein erstes Fasten gegen Hoffnungslosigkeit und Sorgen. Und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, als hätte Gott mir Hoffnung gegeben und Glauben und Zuversicht. So I want to pray for all the people who feel like they have a lot of worries in this moment or hopelessness and they cannot see the light. Maybe fasting can be something that they can experience in this season and they can experience God. Should I do that in English, Italian? Italian. Grazie Padre, ti voglio ringraziare per come tu sei qui in questo momento e ti voglio ringraziare per come tu sei con ogni singola persona dietro a questi schermi. Padre, tu sei con ogni singola persona ovunque loro sono. E tu conosci ogni cuore, conosci ogni preoccupazione, conosci ogni dubbio, ogni persona che ha perso la speranza. E ti prego, Padre, che tu in questo momento possa veramente toccare i cuori, parlare ai cuori. Certe persone hanno dentro e mostrare anche che cosa possiamo fare, quali sono i nostri prossimi passi per poter liberarci di questo peso, di queste paure, di questa speranza che non abbiamo. Io ti prego veramente, Spirito Santo, che tu possa in questo momento toccare ogni cuore che si sente pieno di paure e che possano attraverso il digiuno sperimentare più di te, sperimentare più del tuo amore, della tua presenza e delle cose grandi che tu puoi fare. Nel nome di Gesù. Amen. 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 So cool, etwas auf Italienisch zu hören, Englisch. Wir sind eine internationale Gruppe, wir sind, heißt ja International Christian Fellowship, wir sind eine internationale Church. Nee, so cool, wenn Leute auf Italienisch beten, ist immer so viel Feuer und Leidenschaft drin. Ich habe auch im Chat euch wieder eine Frage gestellt. Hast du eine Idee, wie du fasten könntest? Man kann ja eigentlich ein Fasten machen nur mit Wasser oder ein Teilfasten. Oder man lässt etwas weg oder man fügt etwas hinzu. Man kann auch sagen, zum Beispiel, jeden Tag gehe ich eine Stunde spazieren oder jeden Tag werde ich eine Stunde Worship-Musik hören. Man kann auch Sachen hinzufügen oder man kann auch Dinge weglassen. Und es würde mich wundern, was sind so eure Ideen, die ihr habt? Jemand hat jetzt gerade geschrieben, ich werde Medien fasten. Das macht absolut Sinn. Man kann natürlich auch Netflix nicht mehr 40 Tage und ich glaube, nach dem Netflix wird man dann natürlich das nie mehr schauen, oder? Nee, keine Ahnung.
Susanna. Ja, dann gehen wir doch zum nächsten Punkt, wenn wir so die Blockaden hinter uns haben oder uns dessen vielleicht auch bewusst sind, was uns überhaupt hindern kann, dass wir die toxischen Eigenschaften vom Leben eben nicht loswerden, dann gehen wir jetzt mal zum Fasten, in dem Sinne Fasten, bis wir einen Durchbruch erleben. Birgit, das hat mich immer irgendwie auch irritiert, also gerade so im Verhältnis wie manipuliere ich Gott? Vielleicht nimmst du das Mikrofon von Ladina, dann können wir besser hin und her. Du hast da einen spannenden Gedanken dazu. Also ich denke, ein Problem ist wirklich, dass wir in dem Augenblick, wo wir fasten für etwas, den Eindruck haben, dass Gott uns was schuldet. Also so nach dem Motto, hier bin ich, jetzt faste ich und Gott sieht das. Und eigentlich haben wir ja einen Gott im Himmel, der uns sieht und der uns liebt. Und eigentlich müsste es doch so sein, dass wenn ich meinen Teil tue, muss Gott seinen Teil tun. Und das wäre wie bei einem Automaten, wo ich das Fasten oben reinwerfe und unten kommt das raus, wofür ich gefastet habe. Ja. Und auf der einen Seite wäre das cool und auf der anderen Seite wäre das überhaupt nicht cool. Ja. Also wenn Gott das so machen würde, dann wären wir ja wieder bei dem ganzen Thema Werkgerechtigkeit und der am besten fasten kann, der kriegt auch am meisten. Und dann, das wäre so ungerecht. Also von daher, wenn du nicht gleich das bekommst, wofür du fastest, dann geh davon aus, dass Gott dich liebt und dass dir alles zum Besten dient. Ich bin jetzt schon jahrzehntelang Christ und Dinge, für die ich mit 20 gefastet habe, habe ich jetzt mit fast 60 bekommen. Also soll dir Mut machen. Soll dir Mut machen. Also ja, es ist so, dass also Jenny Holzer hat einen Spruch, save me from what I want. Also dieses Gefühl von, manchmal wollen wir unbedingt Dinge, die zu dem Zeitpunkt uns vielleicht gar nicht gut tun. Und ich glaube schon, dass mein Fasten für bestimmte Dinge eingezahlt hat. Und das biblische Bild wäre die alte Witwe, die immer wieder und immer wieder und immer wieder kommt, bis Gott dann denkt, einfach nur, damit er seine Ruhe hat. Ja. Ja. Das berührt mich jetzt sehr, dass du sagst, du hast mit 20 für etwas gefasst, was sich mit 60 jetzt ausbezahlt. Und ich denke, der Song Waymaker, der passt einfach so. Lass uns den Song singen als Gebet oder auch als Hoffnungsgebet für das, was ich faste, nicht zum direkt etwas bekommen, obwohl es ja eigentlich auch der Grund ist, aber einfach zum in der Beziehung mit Gott stehen und sagen, du bist der Weg macht, wann immer du willst. Never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, that's who you are. That is 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 who you are. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light
Jesus, so bist du. Du bist ein Wegbereiter und du bist ein Licht in der Dunkelheit, in all diesen toxischen Lebensbereichen, wo wir frei werden möchten. Amen. Ich habe im Chat reingeschrieben, für was wollt ihr fasten? Mega interessante Dinge, die er aufgeschrieben hat. Und ich finde es eben mega interessant, wenn man es durchliest. Es gibt auch neue Ideen. Man wird sich auch ein bisschen so... Man ist bereichert in dem Sinne ein bisschen, wenn man merkt, oh wow, es gibt ganz verschiedene Ideen, was man eben machen kann. Eine Art eben zu fasten ist eben auch, um Krankheiten zu bekämpfen. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen aus Psalm 35, Vers 13, wo es heißt, wenn einer von euch schwer krank war, zog er Trauerkleider an und fastete für ihn und betete mit gesenktem Kopf. Also eine Form von Fasten bedeutet auch, wenn du krank bist, du sagst, okay, ich war beim Arzt, ich war beim Doktor, der hat eine Diagnose gestellt, das ist einfach schwarz auf weiß, da kann man nicht leugnen. Und oft braucht es ein Wunder, wo ein Arzt nicht bewirken kann. Und Gott ist immer noch der beste Arzt in dem Sinne. Und Fasten hat eben die Dimension, wo man eigentlich am Herz von Gott anklopft. Und zudem hat unsere Isa was zu sagen, weil das ist da ein bisschen auch dein Thema, oder? Fasten für eine Krankheit, oder? Ja, genau. Und da möchte ich gerade anknüpfen bei dir, Birgit, weil du hast gesagt, dass du auch Gebetserhörungen erlebt hast, erst Jahre später. Und das war so krass auch bei mir, weil mein Vater, der war krank. 18 Jahre lang habe ich für ihn gebetet, bin für ihn eingestanden und er ist auf dieser Erde nicht gesund geworden. Aber das Krasse ist, ich habe wirklich gebetet, dass er Jesus begegnen darf. Und du musst wissen, er war geistig und körperlich behindert. Und eigentlich unmöglich, dass er noch verstanden hätte, was Gott überhaupt ist und was er bedeutet. Und wenn ich mit ihm gebetet habe, wenn ich mit ihm über Gott gesprochen habe, dann war das okay für ihn. Wenn ich aber über Jesus gesprochen habe, dann ist er entweder sofort eingeschlafen oder ist mir davon gerollt mit seinem Rollstuhl. Aber irgendwann hat es dann wie Klick gemacht und er hat diesen Jesus angenommen. Und dann weiß ich einfach, okay, meine Gebete sind wirklich erhört worden, aber halt einfach erst im Himmel. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich für Menschen bete, ich habe einfach diesen Drang irgendwie auch und dieses Verlangen auch für Menschen zu beten, die krank sind oder die gefangen sind. Ich bin auch in diesem Umfeld, in diesem Setting. Da gibt es so viele Menschen, die gebunden sind mit Süchten, mit irgendwelchen Krankheiten oder einfach mit gravierenden Sachen, die sie einfach in ihrem Leben nicht auf die Reihe kriegen, was absolut verständlich ist. Und dann bete ich für die Menschen und Glauben, der so klein ist wie ein Senfkorn, wirklich. Ich brauche den gar nicht größer, diesen Glauben, und manchmal habe ich den eben nicht. Und dann wieder, so wie du gesagt hast, Ladina, eben dieser Unglaube, der da reinkommt und ich denke, ja, für was mache ich das überhaupt? Das nützt ja sowieso nichts. Habe gesehen bei meinem Vater, er war auf dieser Welt eben nicht gesund geworden, aber das ist eine Lüge, weil das stimmt einfach nicht. Es bewirkt immer etwas. Gebet für Heilung, für kranke Menschen, für Befreiung bewirkt immer etwas. Sei es sofort in dem Moment, sei es Jahre später oder sei es eben, auch wie du gesagt hast, Leo, erst im Himmel. Und ich möchte diesen Unglauben wirklich jetzt auch in dieser Fastenzeit ganz bewusst ablegen, weil er klopft immer wieder bei mir an und das nervt mich total. Weil ich denke, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich so viele Heilungen auch schon gesehen und erlebt und trotzdem klopft dieser Unglaube noch an. Und den möchte ich wirklich rauskicken. Und da bin ich jetzt wie diese Witwe, die du gesagt hast. Da komme ich vor Jesus und ich höre einfach nicht auf zu bitten, dass er mir diesen Unglauben wegnimmt, weil ich will den nicht mehr haben in meinem Leben. Punkt. Und wirkst du dem Unglauben auch mit Fasten entgegen? Oder wie machst du das? Genau, ich habe jetzt bei der #Jesus-Serie habe ich gedacht, ja Jesus, ich habe eigentlich nichts, was jetzt noch präsent wäre oder was mich tangieren könnte, so in dem Sinne. Aber Gott hat dann eben den Finger drauf gelegt und hat gesagt, doch, dieser Unglaube, weil mein Mann, letzte Woche hatten wir Urlaub und er ist beim Skifahren hingefallen, hat die Schulter verletzt, die Bänder sind irgendwie angerissen, was auch immer. Und ich habe gebetet und es ist nichts geschehen.
Und dann sind wir nach Hause gefahren früher und dann haben wir als Familie gebetet und ich habe wieder gebetet. Und dann sagt meine Tochter nach dem Gebet, sagt sie, also das regt mich so auf, dieser Unglaube in diesem Raum, das kann doch nicht wahr sein. Und ich denke, okay, Jesus, jetzt hast du es mir aber gezeigt, Unglaube, oder? Und zuerst wollte ich zu ihr sagen, ja, also komm Gott noch, was willst du mir sagen? Und dann habe ich aber wirklich augenblicklich gespürt, dass Jesus mir den Finger draufhält und sagt, Unglaube, faste für eben genau dieses Problem, das einmal mehr. Und ich möchte es nicht wieder mitnehmen. Ich möchte es wirklich an Ostern, möchte ich es weghaben. Und ich versuche jetzt einfach Teil zu fasten. In dem Sinne, ich versuche es und genau, ich versuche es. Ich bin nur ein Mensch, ich kann es nur versuchen. Willst du noch beten für alle, die Anliegen jetzt auch gerade im Chat in Bezug auf Krankheit und Unglaube? Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir einfach dich bitten dürfen, dass du jetzt kommst, dass du uns Glauben schenkst, dass du jeden Unglauben von uns wegnimmst. Ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt jede Person berührst, die mit diesem Unglauben zu kämpfen hat, dass du uns hilfst, wirklich sinnbildlich aufzustehen, aufzustehen und zu sagen, Unglaube, geh in Jesu Namen. Und ich danke dir, Jesus, dass nicht wir gut sein müssen, sondern dass du gut bist durch uns und in uns mit deinem Heiligen Geist und das allein genügt. Und das halten wir dir hin und wir sagen, du bewirkst es schlussendlich und du brauchst uns als deine Werkzeuge und wir danken dir dafür. Und ich spreche auch in Jesu Namen wirklich Glaube aus, Glaube, Hoffnung und all das, was wir jetzt brauchen. Und ich danke dir, Jesus, dass du an keiner einzigen Person jetzt vorbeigehst, die diesen Glauben braucht. Und wenn er nur so klein ist wie ein Senfkorn, es reicht, weil du reichst und du gibst mehr als genug. Danke, Jesus. Amen. 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 Ja, mir hat es so richtig gefallen, so wenn manchmal die Kinder, die wirklich einfach, die Bibel sagt, werdet ihr die Kinder. Und das Problem im Leben ist, wenn man ein bisschen älter ist, hat man auch gute Erfahrungen gemacht, aber manchmal hat sich auch gewisse Dinge ein bisschen eingeschlichen. Und ich finde es eben immer so herzig, wenn dann die Kinder kommen und die fahren dir so richtig eins rein und denkst, ja, eigentlich haben sie recht. Und das ist auch mega, mega erfrischend, weil manchmal braucht man diesen Spiegel oder so ein Kübel Wasser und du merkst, okay, also nicht schlafen, steh drauf. Finde ich, hat mich jetzt richtig angesprochen. Ich kenne es eben auch von meiner Familie. Da denkst du manchmal, ja, ihr habt ja gut reden, aber eigentlich haben sie im Grundsatz sicher recht. Ja. Ja, wir sind schon weit vorgerückt, jetzt auch in unserer Gebetsstunde. Und als letzten Punkt möchten wir noch betrachten, wie können wir denn jetzt ganz praktisch und ganz konkret fasten und was gibt es vielleicht auch für Punkte, die man beachten muss. Also zum einen haben wir die Blockaden gesehen, eben toxische Eigenschaften im Leben loswerden kann oder welche genau und was einem hindert. Zum anderen haben wir gesehen, dass man fastet, bis man einen Durchbruch erlebt, dass Fasten eben auch eine Kraft ist, die da unterstützend wirkt, egal was genau dieser Bereich ist, den du loswerden möchtest. Und jetzt wären wir dann so langsam warm gelaufen, dass wir jetzt ready wären fürs Fasten, aber wie denn jetzt genau? Es heißt da im Psalm 109, Vers 24, vom vielen Fasten zittern mir die Knie, ich bin nur noch Haut und Knochen. Also wenn es um angemessene Weise geht, ist das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt angemessen. Birgit, dir ist auch noch etwas wichtig geworden, gerade so mit auch wieder Druck in Bezug aufs Fasten. Ja, der Gruppendruck. Also wenn wir im Kirchenjahr bleiben, haben wir ja wie das Gefühl, okay, so ab Aschermittwoch und dann 40 Tage. Und Leo, du hast es schon vorweggenommen. Ich habe gehört, dass die Katholiken früher in diesen 40 Tagen sonntags immer das Fasten ausgesetzt haben. Das wusste ich nicht. Für mich waren es 40 Tage Fasten und das ist natürlich sehr, sehr lang. Und ich denke auch dieser Druck, den das zum Teil auch als Community oder auch als Small Group, was fastest du und was, dir fällt nichts ein, wofür du fasten könntest, das kann ja gar nicht sein. Also auch diese ganzen Themen, wo ich sage, okay, es muss auch dieses Religiöse ein bisschen raus und es darf auch kein Gruppendruck sein.
Ja. Weißt du, Birgit, das ist eben genau das, was mich vor, ich glaube, 3 Jahren genervt hat. Da habe ich gedacht, im Fasten ist immer, man muss immer auf etwas verzichten. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich immer negativ, immer etwas, was man nicht tun sollte. Dann habe ich gesagt, ja, lass uns mal drehen. Man könnte ja etwas hinzufügen, was an mir Spaß macht. Dann haben wir uns entschieden, ich glaube, letztes Jahr sind wir immer 1 Stunde spazieren gegangen, jeden Tag. Und wenn du das jeden Tag machst, merkst du plötzlich, bedeutet aber auch, du hast dann auch gar keine Zeit, um an Netflix zu schauen oder in den Ausgang zu gehen. Ja, es hat ganz praktische Dinge und es hat uns in der Ehe gut getan. Und einmal haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir 40 Tage Zeit für uns zusammen, wo wir ein bisschen Intimität haben. Jeden Tag 40 Tage. Aber gesagt, das haben wir noch nie gemacht, das ziehen wir jetzt auch mal durch. Da habe ich gemeint, man kann auch manchmal Dinge tun und statt immer Dinge weglassen. Und dann ist es eben nicht so religiös. Oder man kann sagen, eben, gehe jeden Tag 1 Stunde mit dem Motorrad fahren, 1 Stunde mit dem Fahrrad oder was auch immer. Und ich finde eben diesen Aspekt cool. Und dann die Mönche, ja früher auch die Mönche, hab ich auch nicht gewusst, sie haben ja auch gefastet. Aber wenn ein Gast kam, haben sie das Fasten unterbrochen, weil es ist total asozial. Weil du kochst für den Typen und du sitzt da und du merkst plötzlich, weil Essen ist ja auch, man verbringt ja auch Zeit. Und die haben das Fasten immer unterbrochen, wenn ein Gast kam. Und eben, auch die haben immer ein paar Ausnahmen gemacht. Und der Punkt ist natürlich, wenn ich also in der Schweiz höre, 40 Tage, dann höre ich 40 Tage. Und es ist genauso. Und dann nur Wasser trinken, oder? Und bist du ein Latino, hörst du 40 Tage. Ja, jetzt ist eine genau 1 Minute. Genau. Hat aber auch so jetzt zu tun mit der Kultur. Wir Schweizer, die Deutschen, Österreicher, wir sind sehr genau. Und in anderen Ländern sagt, ja, ich verstehe 40 Tage. Ja, finde ich gut, oder? Und darum finde ich das mega wichtig, dass es ein Erlebnis ist, dass eben ein Erfolgserlebnis ist, dass man etwas macht, wo eben nicht zu groß ist, nicht zu religiös und nur weil es die Gruppe macht, finde ich, geht auch nicht. Und es sollte etwas sein, wo man dann auch erreichen kann. Und wie schon gesagt, wenn man zu große Schritte geht, dann wirst du es in 2 Jahren nicht mehr machen, hast du wirklich die Schnauze voll, das kenne ich. Und darum ist es mega schade, weil es ist ein Power drin. Aber was ich eben dennoch auch für mich jetzt zum Beispiel wichtig finde, ich brauche ein bisschen, ich brauche zum Beispiel die Gruppe. Ich brauche die Gruppe, weil ich weiß, ich habe so Tage und denke, ja, komm jetzt, ich möchte nicht mehr. Und dann weiß ich, nein, der Dave macht es und der Simon macht es. Und das hilft mir zum Beispiel dann wieder, die Gruppe, weil ich weiß, ja, ich möchte es, weil die machen es ja auch, oder? Also es ist immer so, die Gruppe kann einen Druck auslösen, aber eine Gruppe kann dich auch in dem Sinn motivieren. Das ist immer beides. Ich finde noch spannend, eben wegen Druck, auch das Thema, was du vorhin angesprochen hast, den Druck auf Gott ausüben, das hat mich zum Beispiel abgehalten vom Fasten, weil ich damit nicht umgehen konnte, weil ich wollte keinen Druck machen. Aber was mich persönlich motiviert ist, dass ich zum Beispiel, wie Tobi Teichen gestern im Video gesagt hat bei der Churchbox, dass die Stimme der Seele wird leiser und die Stimme des Geistes wird lauter. Das motiviert mich zum Fasten und die Abhängigkeit zu Gott zeige ich dadurch und deswegen faste ich. Das hat mir, genau dieser Satz, dass ich mich abhängig mache von Gott, hat mir einen Zugang. Schön finden, Birgit, wenn du jetzt einfach noch für uns beten könntest, für uns alle, dass wir einen Zugang finden, einen gesunden Zugang zum Fasten mit den angemessenen Schritten und nicht so hoch, dass ich nach 2 Tagen eben da mit Haut und Knochen da liege, auch bildlich gesprochen, sondern dass wir einfach diese Kraft vom Fasten anwenden können, weil es ist eine Kraft, die uns zur Verfügung stände, aber in gesundem Maß. Und schön, wenn du dafür beten würdest. Ja, Vater im Himmel, du hast das in deinem Wort hineingegeben, das Fasten. Da ist ein Geheimnis drin und da bist du auch drin, Herr. Und das ist etwas, was uns auch zum Besten dient und es ist ein Wunder und das ist auch ein geistliches Geheimnis, Herr. Und ich bitte dich jetzt, dass wir dieses Geheimnis entdecken, diesen Gedanken von dir und auch deine Liebe in dem zu uns, dass es ein Geschenk ist, dass es etwas ist, wie auch eine Wunderwaffe, wie Gloria auch gesagt hat, Herr, dass wir Superpowers haben, die wir erlernen müssen. Und ich danke dir auch für die Disziplin, die wir lernen durchs Fasten, die wir in so vielen anderen Bereichen brauchen, Herr.
und auch dieses Gefühl von, du bist uns wichtig, dass wir auf Dinge verzichten oder auch Dinge regelmäßig tun oder da auch aus unserer Comfort Zone rausgehen in diese Development Zone, Herr. Und Fasten ist eine Development Zone. Und ich bete jetzt, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und uns Weisheit gibst, dass wir nicht in eine Panic Zone kommen, sei es sozial, dass wir uns unter Druck setzen oder dass wir auch Dinge tun, die dir, Herr, nicht gefallen, in der Form, dass wir es manipulativ einsetzen und enttäuscht werden, sondern dass wir das wirklich in der Beziehung zu dir, in der Freundschaft zu dir erleben und dass unsere Beziehung zu dir besser wird und dass wir auch dir, Herr Jesus, immer ähnlicher werden in all diesen Bereichen. Und in der Bibel steht, dass du, Jesus, Gehorsam lernen musstest. Und ich finde, wenn du, Jesus, auch Gehorsam lernen musstest, dann wie viel mehr müssen wir Gehorsam lernen? Und ich finde, Fasten ist so eine gute Gelegenheit. Und auch wenn es darum geht, was dazuzufügen, was vielleicht Spaß macht, braucht es ja auch Gehorsam, das 40 Tage durchzuziehen oder eben 40 Tage ohne den Sonntag, Herr. Und ich danke dir jetzt für all die Anregungen und ich bitte dich, dass wir das auch behalten, was für jeden von uns gut ist. Amen. Amen. Ich finde den Gedanken mega, mega cool, dass man eben auch wirklich so Ausnahmen einbaut, weil klar, es braucht auch Tage, heute zum Schauch, ich habe mich entschieden, gesund zu ernähren und nach dem Golfspielen immer, man verliert 1000 Kalorien, das ist so, und da bist du mega müde und dann spiele ich noch Squash. Normal gehe ich immer zur Tankstelle und dann kaufe ich mir so eine Nussstange. Und es gibt ein bisschen Energie, aber es ist nicht ganz so gesund. Und heute muss ich das Auto dann auftanken und dann ging ich rein und habe gedacht, nein, darf nicht wahr sein. Heute gibt es keine Nussstange. Und das ist natürlich schon, manchmal muss man sich auch am Riemen reißen. Aber das Gefühl, das ich jetzt dafür habe, ist ein bisschen leichter in dem Sinne, als ich die Nussstange gegessen habe in dem Sinne. Aber ich habe mir ganz bewusst so ein paar Ausnahmen definiert, weil ich einfach weiß, dann hat man so eine Pufferzone und dann nicht das Gefühl habe, jetzt habe ich es nicht durchziehen können. Ich habe auch so meine Ernährung umgestellt. Wenn du zum Beispiel, meine Ernährung war für wirklich katastrophal. Und wenn man von 0 auf 100 funktioniert das nicht. Ich habe gesagt, okay, einen Tag pro Woche esse ich gesünder. Und dann merkst du plötzlich, was es mit deinem Körper tut. Und dann sagst du, okay, jetzt mache ich 2 Tage. Und irgendwann merkst du plötzlich, das Gefühl, dass der Körper und die Zunge und der Geschmack auslöst, überzeugt dann plötzlich extrem, dass du sagst, das andere will ich gar nicht mehr. Dass auch die kleinen Schritte und plötzlich wird eigentlich alles geändert. Ja, sehr schön. Das ist jetzt ein runder Abschluss in dem Sinne, obwohl wir noch nicht ganz am Ende sind. Wenn es ums Thema Fasten geht, gehe ich mal davon aus, dass viele von uns auch schon gefastet haben für unsere Freunde, Familienmitglieder, die Jesus noch nicht kennen wollen. Und deswegen haben wir uns entschieden, am Ende von jedem Gebetsabend in dieser Woche eine Person vor Augen zu haben. Und dazu lade ich dich jetzt ein, uns alle, dass wir eine Person vor Augen haben, die Jesus noch nicht persönlich kennt, die diese Kraft, diese Erlösungs- und Auferstehungskraft, die Jesus in unserem Leben bewirkt, diese Beziehung, diese Sicherheit, diese Hoffnung, die er gibt, noch nicht persönlich kennen, dass wir diese Person vor Augen haben, während wir noch einen Song hören, I Gonna See a Victory. Und lass uns diesen Song hören, singen als prophetisches Gebet für die Person in unserem Umfeld, die du jetzt vor Augen hast, die Jesus noch nicht persönlich kennt. Weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Yes, my God, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
There's power. There's power in the mighty name of Jesus. Every weapon, every war he wages, he will win. And I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Oh, the battle belongs to you, Lord. Yes, I am. Victory. I'm gonna see a victory. Oh, the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yeah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You turn it around. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. 'Cause we're gonna see a victory. We're gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. We're gonna see a victory. We're gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Ja, und Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass der Kampf, der gehört dir. Du hast den Sieg. Und genau da, wo unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Familienmitglieder, die Jesus noch nicht kennen, leiden oder irgendetwas haben, was der Feind schon gegen sie gerichtet hat, dann wirst du es umdrehen. Und das nehmen wir prophetisch in Anspruch, dass sie es genau durch die Krankheit, wo sie drinstecken, durch die finanzielle Not, wo sie drinstecken, durch das Unglück, wo sie drinstecken vielleicht, dass sie genau da drin dich erleben, himmlischer Vater. Und da sprechen wir über unseren Freunden, Familienmitgliedern, Verwandten aus, die Jesus noch nicht kennen, dass sie dich dadurch kennenlernen im Namen Jesus. Amen. Ja, vielen Dank, ihr beiden Worshipper, dass ihr da worshipped habt, und vielen Dank, meine Lieben aus der Small Group. Vielen Dank, Leo. Susanne, ist mega cool. Im Chat haben viele Leute geschrieben, Fasten, Challenge accepted. Wow. Ja, es braucht ja immer ein bisschen auch ehrlich gesagt, Ja. auch eine Vorlaufzeit, auch ein bisschen eine Denkzeit. Natürlich, wie ich und meiste, wir wissen, dass die Serie kommt. Ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, wie ich fasten kann, aber viele Leute hören das vielleicht zum allerersten Mal. Und es war auch mega motivierend, einfach zu hören, wie ihr fastet, weil ihr das ganz praktisch anpacken wollt. Und da gab es ganz, ganz viele coole Diskussionen, und das finde ich einfach cool. Das ist so eine Bereicherung. Und das waren über 326 Geräte gleichzeitig mitbeten. Das müsst ihr mal vorstellen, wenn man da eine Halle hat. Ja. Das wäre eine volle Halle, die zusammen betet. Und ich bin so dankbar, dass dieses Gebetsformat eben egal ist, von welcher Church du kommst. Du musst dich nicht einloggen mit deinem Logo, mit deiner Kirche, was auch immer. Und das finde ich auch etwas, was Corona mega uns hilft, als Christen zu sagen, wir beten. Du kannst dabei sein, was für eine Gemeinschaft du auch immer bist. Es geht um das Gebet und nicht um eine Kirche. Und das finde ich auch etwas ganz
Spektakuläres, weil sonst hätte man einen Gebetsabend gemacht hier in Zürich in der Hall. Und du wärst hier hingekommen und nur schon das ist ein Problem. Jetzt kannst du von zu Hause mit dem Computer einfach mitbeten, egal wo du bist, egal was für eine Church du gehst. Aber das Coole ist eben, wir lieben Jesus und das verbindet uns. Und das ist das Gute an Corona. Es hat die Grenzen von Kirchen einfach eliminiert. Die gibt es in dem Sinne online nicht mehr. Und das finde ich eben das Coole in dem Sinne. So cool. Hey, wenn es dir gefallen hat, dann schick den Link weiter. Wenn es dir gefallen hat, morgen Abend geht es um die gleiche Zeit wieder weiter, um 7:30 bis so ungefähr 8:30 zu einem neuen Thema. Mit neuen Leuten werden wir wieder beten. Und am Sonntag geht die Message ebenfalls weiter. Bei uns auf dem YouTube-Channel kannst du dich einklinken. Da geht es wieder weiter. Wir haben die ganzen 6 Wochen, jeden Sonntag ein anderes Thema. Und sei dabei, abonniere unseren Channel, das ist am einfachsten. Und dann Notification, dann wirst du immer daran erinnert, wenn wieder was aufgeschaltet ist, weil wir haben sehr viel für diese 6 Wochen mit dem Wunsch, dass es dich inspiriert, dass es dir hilft zu reflektieren, dass du diesen einen toxischen Lebensbereich anpacken kannst mit der Hilfe von Gott und die Kraft Gottes darin erlebst. Und das ist unser Wunsch zum Schluss von diesem heutigen Abend. Danke, hast du mit zugeschaut. Danke, warst du dabei. Und wie gesagt, vielen Dank, wart ihr alle dabei. God bless you. Tschüss. Ciao mach's zusammen. gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.